Fein. Am liebsten würde ich die Gutzli alle selber essen. Aber wir verkaufen sie für einen guten Zweck. Warum wir das machen, das erfährst du jetzt in deinen SRF Kids News. Hallo, schön schaust du zu. Hast du schon gebacken das Jahr? Ich habe es noch nicht geschafft und darum heute die gekauften Weihnachtsgutzli dabei. Für ganz viele Leute, die Weihnachten feiern, gehören die Gutzli ja fix in die Vorweihnachtszeit. Und darum auch meine Quizfrage an dich. Von wo kommt eigentlich die Tradition, dass es an Weihnachten Gutzli gibt? Ist es A, weil die Menschen früher mit Gutzli böse Geister zufriedenstellen wollten? Oder ist es B, weil Gutzli billig waren zum Machen? Die Antwort wie immer später in dieser Sendung. Die Maylin von Zürich, die du am Anfang schon gesehen hast, sie hat mit ihrer Klasse schon ganz viel Gutzli gebacken. Und zwar für einen guten Zweck. In der Weihnachtsbäckerei gibt manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine. Auswählen, ausstechen. Natürlich mit genug Mehl, dass es nicht klebt. Die Kinder von einer Primarschule in Zürich sind fleissig am Gutzli backen. Sie machen das allerdings nicht nur für sich selber. Also, wir backen gerade Gutzli mit 2. und 3. Klasse. Und wir verkaufen sie dann am Montag. Mit dem Geld, das sie mit dem Verkauf der Gutzli einnehmen, unterstützt die Schule schon zum 3. Mal ein Hilfswerk, das sich für obdachlose Kinder in Nepal einsetzt. Über 200 Kinder werden dank dem Hilfswerk in dieser Schule unterrichtet. Eine Zusammenarbeit, die gut funktioniert. Wir versuchen immer, einen Kontakt zu diesen Menschen herzustellen, weil wir dann auch ein Feedback bekommen. Oft bekommen wir dann einen Brief und da freuen sich die Kinder, weil sie sehen, wo ist das Geld wirklich gelandet. Und es wird dann sehr reell, was sie mit ihrer Hilfe erreichen können. Also, ab in den Ofen mit den Gutzli, damit es am Schluss genug hat zum Verkaufen. Das Backen klappt nicht immer so reibungslos wie heute. Einmal ist der Erstklässler die Gutzli verbrannt und dann hat es unten mega gestunken nach verbrannten Gutzli. Verbrannte Gutzli lassen sich natürlich nicht mehr verkaufen. Aber was sind eigentlich die Lieblingsgutzli der Kinder? Meine Lieblingsgutzli sind Vanillekipferl, Zimmerstern, Spitzbuben, weil sie recht fein sind und Marmelade drin haben. Schokoladengutzli, Stracciatella-Gutzli. Beim Gutzli dann ich eben auch ganz gerne den Teig aufessen, bevor meine Eltern kommen. Es ist früh am Morgen. Eltern und Bekannte der Schülerinnen und Schüler kaufen schon fleissig Gutzli. Es läuft im Moment sehr gut hier. Auch bei den Eltern kommt der Einsatz der Kinder gut an. Ich finde es lässig, dass die Kinder lernen, dass man etwas macht oder für andere. Dass man selber etwas zusammenbasteln kann, dass man etwas backen kann. Man macht einfach etwas für einen guten Zweck. Und das ist natürlich jetzt gerade in der Weihnachtszeit auch etwas, das speziell gefördert wird. Aber man sollte das ganze Jahr natürlich immer so Projekte überlegen, was man machen kann. Die Kinder sind mega motiviert, weil sie wissen genau, wer sie unterstützt. Das letzte Mal mit dem Geld, was wir eingenommen haben, konnten wir ein Kind von der Straße holen. Es hat Unterkunft bekommen und eine schulische Ausbildung. Alles mit unseren Einnahmen. Es ist wichtig, weil die Kinder merken, dass sie auch mit ganz kleinen Sachen sehr, sehr viel erreichen können. Erreicht haben sie schon viel mit ihrem Einsatz. Aber wie zufrieden sind die Kinder mit dem Verkauf heute Morgen? Für mich ist es sehr gut gelaufen, weil wir haben viel verkauft. Die Gutzli sind gut angekommen. Viel Geld haben wir auch genommen, über 100. Und ja, es war eigentlich gut gewesen. So eine gute Aktion von der Maylin und ihrer Klasse. Und auch das SRF sammelt übrigens Spenden mit der Aktion «Gib ein Herz». Das Geld das geht an Kinder in der Schweiz und auch im Ausland, wo es nicht so gut geht. Und was ist jetzt eigentlich mit diesen Gutzli? Warum gibt es die in der Weihnachtszeit? Weihnachtsgutzli gibt es schon sehr lange und es ist nicht ganz klar, woher genau dieser Brauch stammt. Es gibt zum Beispiel diese 3 Geschichten dazu. Gutzli als Opfergabe für böse Geister. Die Kelten lebten vor mehr als 2000 Jahren und glaubten, dass rund um die längste Nacht des Jahres Geister umherirrten, um ihnen und ihren Tieren zu schaden.
Diese fiesen Geister wollten sie besänftigen und buken dafür süßes Gebäck in Tierform, um es ihnen zu opfern. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass es auch heute noch viele Guetzli in Tierform gibt. Guetzli als Geschenk für arme Leute. Im Mittelalter waren Lebensmittel wie Zucker und Gewürze sehr teuer und die meisten Leute konnten sich diesen Luxus nicht leisten. Im Gegensatz zu den Mönchen in den reichen Klöstern. Zur Weihnachtszeit buken sie in Gedanken an Jesus Christus feinstes Gebäck mit teuren Zutaten wie Zimt oder Kardamom. Oft verteilten sie dieses dann an die Armen, um ihnen so eine Freude zu bereiten. Guetzli als Leckerei zum Tee. Ab dem 18. Jahrhundert verbreitete sich in ganz Europa immer mehr die Kultur des Teetrinkens, die ursprünglich aus England stammt. Die reichen Leute aßen dazu gerne kleine, flache Gebäckstücke. Zur Weihnachtszeit wurden diese dann besonders dekoriert, zum Beispiel mit Marzipan, Nüssen oder Schokolade. Im Laufe der Zeit konnten sich dann immer mehr Menschen zur Weihnachtszeit solche Leckereien leisten. Inzwischen gibt es oft schon ab September Weihnachtsgebäck aller Art im Laden zu kaufen. In vielen Familien ist es außerdem Tradition, Guetzli selber zu backen. Und egal ob Mailänderli, Zimtsterne, Spitzbuben oder das Geheimrezept der Urgroßmutter. Alle haben ihre Favoriten. Übrigens, das Wort Guetzli kommt von Gurt. Warum? Na, das müssen wir, glaube ich, nicht erklären, oder? Ein Gute. Jetzt weisst du es, oder? Gemäss einer Theorie hätten die Guetzli in der Weihnachtszeit böse Geister zufriedenstellen. Die richtige Antwort in unserem Quiz ist also A. Von den süßen Guetzli gehen wir jetzt noch komplett in eine andere Geschmacksrichtung. Und zwar wird es würzig und fast ein bisschen sauer. Wir reden jetzt nämlich über den Schabziger. Das ist eine Spezialität aus dem Kanton Glarus. Und die 6. Klasse vom Schulhaus Erle zu Glarus, die ist mal schauen, wie denn der Schabziger hergestellt wird und warum man eben nicht alle so gern haben. Ich auch nicht. Fein. Ganz fein. Gut, finde ich. Das, was Sie jetzt gerade probiert haben, ist Ziger. Das ist ein kräutriger Frischkäse, der in Glarus Spezialität ist. Wir sind die 6. Klasse im Schulhaus Erle in Glarus. Wir probieren heute herauszufinden, wie beliebt Ziger in Glarus ist und wie er hergestellt wird. Schabziger wird bei uns im Glarus schon seit über 1000 Jahren hergestellt. Das Spezielle am Schabziger ist, er wird nicht einfach so am Stück gegessen, sondern wird eher als Gewürz benutzt. Heute wird der Käse hier in dieser Fabrik in Glarus hergestellt, ganz in der Nähe von unserer Schule. Bevor wir reingehen, müssen wir Schutzkleider anlegen und unsere Hände ganz gut waschen. Hier treffen wir den Reto Hiesstand. Er ist der Chef dieser Fabrik. Wenn ihr hinten auf den Fässer schaut, sieht vielleicht nicht ganz appetitlich aus. Aber wenn der Schaum da ist, ist das für uns ein gutes Zeichen, dass der Frischziger die erste Gärung gut übersteht. Was ist das Spezielle an diesem Käse? Also beim Glarner Schabziger wird das blaue Boxhornklee, das Schabzigerklee beigemischt. Und das ist das, was den einzigartigen Geschmack gibt. Ihr seht hier die speziellen Schuhe, die er hat. Das ist auch in der Beschreibung so von 1463, dass der Ziger eben gut gestampft muss sein. Wenn es Luftlöcher hätte, könnte das schimmeln. Und das ist auch etwas, was wir ja nicht wollen. Insgesamt geht es etwa 7 Monate, bis der Käse fertig ist. Jetzt gehen wir die Leute auf der Straße befragen. Mal schauen, ob sie Ziger gerne haben oder nicht. Das mal probieren. Es ist schon ein sehr starker Geschmack. Sehr milchig. Also das Zigerstöckchen selber ist mir jetzt ein bisschen stark, aber der mit dem Butter gemischte Ziger ist eigentlich fein. Aber auch nicht zu viel. Warum haben Sie es nicht gern? Er hat so einen komischen Nachgeschmack. Schmeckt ein streng. Er stinkt ziemlich fest. Ziger selber ist etwas hervorragend gut. Und wer es nicht gerne hat, der verpasst etwas im Leben. Wie würden Sie es bewerten von einer Skala von 1 bis 10? So ein 4 vielleicht. Ja, sicher ein 8. 2. Wenn es ein 11 gäbe, gäbe es ein 11, aber es ist ein 10.
Der Schabziger ist also sehr bekannt, aber nicht jeder hat ihn gerne. Das war von uns aus Glarus. Das stinkt nach Käse. Vielleicht muss ich ihn gleich wieder mal probieren, den Schabziger. Gibt ja doch den einen oder die andere, der ihn gerne hat. Deine SRF Kids News die gehen jetzt schon bald in die Weihnachtspause. Dafür haben wir dir etwas anderes sehr Tolles. Ab dem 18. Dezember SRF Kids Next Level. Unsere Gameshow, wo 3 Klassen gegeneinander antreten. Wir sind parat für die nächste Challenge. Hibbelig bin ich und wie? Und ich zeige es dir. Ja, High Five. Let's go! Das Ziel ist gewinnen. Welche 2 Klassen ziehen in unserem grossen Finale? Ich habe einen Herzinfarkt gehabt. Wir haben gewusst, dass sich alles noch ändern kann. Es hat auch mega Spass gemacht. Das wird spannend. Wer schafft es ins grosse Finale? SRF Kids Next Level gibt es am 18. Dezember auf srfkids.ch. Das war es von deinen SRF Kids News in diesem Jahr. Wenn du auch nächstes Jahr keine Folge verpassen willst, dann abonniere doch am besten diesen Kanal. Und bevor wir fertig machen, haben wir noch wissen, was hat euch dieses Jahr beschäftigt und welche Erinnerungen nehmt ihr mit ins 2025. Ich wünsche dir jetzt schon ganz einen guten Rutsch und bis gleich. Mein persönliches Highlight war, dass Nemo, also die Schweiz, den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Mein Highlight war mein Geburtstagsgeschenk. Meine Mutter hat mir nämlich geschenkt, dass wir zusammen für 3 Tage auf Paris gehen und dort alles so ein bisschen anschauen. Letztes Jahr haben mich meine Noten sehr beschäftigt, vor allem im Französisch. Dort bin ich wirklich nicht gut gewesen. Mich hat eigentlich beschäftigt, dass die Kriege wie kein Ende genommen haben, als zum Beispiel im Nahen Osten oder auch in der Ukraine. Mich hat beschäftigt, dass die Kriege immer weiter sind, weil wir haben 2 Geflüchtete aus der Ukraine in unserer Klasse und was die erzählen, klingt wahnsinnig schlimm. Mich hat vor allem der Übertritt in die erste Sek beschäftigt, weil es werden neuere und schwierigere Themen und auch ganz viele neue Kinder, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Schlussendlich ist alles gut geworden, ich habe eine mega coole Klasse und ich glaube, wir werden eine schöne Zeit zusammen haben.